Ja, grüß euch benannt und deinen Sakrisch-Gurden. Jetzt Kasperl. Leute, Breaking News. Papa Esiedu, das ist dieser adrette Gentleman hier, ne? Wurde gecastet als Kingsley Shacklebolt. Es gibt kein Nerd Rage, kein Outrage. Niemand fühlt sich irgendwie in die Eier getreten und alle sind... Nee. Entschuldigung. Ich habe mich gerade ein bisschen in meiner Wunschvorstellung verloren. Leute, ja, der Mann ist als Snape gecastet worden in der neuen Harry Potter Serie. Disclaimer zuerst. Denn bei diesem Thema werden wir sie brauchen. Leid. Punkt Nummer 1. Alle Leute, die der Meinung sind, dass man sich als erwachsener Mensch über solche Sachen wie, keine Ahnung, wie in einer Harry Potter Verfilmung als was gecastet wird, nicht mehr aufregen sollte, ist euer gutes Recht. Es ist nur so, dass euch Dinge wichtig sind, die mir zum Beispiel nicht wichtig sind. Und ich kacke euch deswegen auch nicht an. Also können wir dann, ja, also in dem Fall könnt ihr bitte das nächste Video wieder anschauen und dann seid ihr hier raus und wir sind weiter gute Freunde. Denn Gott sei Dank sind wir alle unterschiedlich und jeder hat andere Hobbys. Und meine Hobbys waren schon immer Bücher lesen, Filme, Serien schauen und daddeln. Und ich war ein sehr introvertiertes Kind und lange auch ein relativ introvertierter Mensch danach. Und Bücher, Serien etc. Waren meine Filme auch, Games, waren meine Freizeitbeschäftigung. So, ich konnte ein bisschen Eskapismus betreiben. Wie gesagt, ich habe auch mit einem Mobbing-Problem zu kämpfen gehabt. Und ich habe viel auch in meiner Jugend auch überhaupt keinen Bock auf andere Leute gehabt. Dementsprechend kannst du dich als so jemand natürlich in dieser Harry Potter-Geschichte gut verlieren. Um das kurz vorher zu sagen. Weil, wie gesagt, ihr kennt's, es gibt immer diese Leute, ist scheißegal, ist eine Kinderbuchserie. Eure Meinung ist legit. Wenn es für euch wurscht ist, wurscht. Schön. Gut für euch. Wenn ihr, keine Ahnung, lieber auf den Berg geht, ist auch toll. Ja? Wenn irgendwann mal, keine Ahnung, Monster oder Red Bull euren Lieblingswanderpfad irgendwie kauft, weil wir den Turbokapitalismus irgendwann durchgespielt haben. Und statt der schönen, wunderbaren Landschaft sind überall nur noch Monster oder Red Bull Werbungsschilder und es läuft, keine Ahnung, irgendwelche komische, dementsprechende Snowboard-Event-Musik. Und ihr beschwert euch darüber, dann ist es genauso legit. Ist mir dann aber auch, ne? Wurscht. Und der zweite wichtige Disclaimer ist, ich toleriere keinerlei Rassismus. Meine Kritik an dem Casting dieses Menschen für diese Rolle versuche ich so objektiv wie möglich zu halten und sie ist zu 0,0% rassistisch begründet. Und jeder, der der Meinung ist, dass aufgrund einer gewissen Hautfarbe, Ethnie etc. gewisse Leute von irgendwas ausgeschlossen werden sollten, can go and, ne? Genau. Ich werde auch in den Kommentaren keine rassistischen Kommentare dulden. So viel, so gut. Und wenn wir uns den guten Herrn anschauen, und jeder, der sich mit der Harry Potter-Thematik auskennt, weiß, dass es eine denkbar beschissene Casting-Wahl ist für gerade Snape. Ne? Zum einen gibt es schwarze Charaktere, die auch eine gewisse Wichtigkeit haben. Ist keiner der Hauptcharaktere, ja. Aber ne, es ist halt nun mal so. Und ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn man Geschichten schreibt, man könnte ja vollkommen irre. Man könnte ja eine Serie machen
über ein komplett anderes Thema in der Wizarding World und vielleicht dieses Mal nicht komplett abpacken. Wäre das eine Möglichkeit? ähm, Dann könnte man da neue Charaktere schreiben, die könnten dann alle Ethnien haben, die man haben will. Wenn man denn der Meinung ist, dass Kunst, Filme, Serien, Bücher, dass Kunst unbedingt vorher eine bürokratische Checkliste durchgehen muss, in der Prozentangaben sind, von wie viel von jeder Ethnie drin sind, dann kann man das machen. Ne? Wenn das gut geschrieben ist und glaubwürdig und die Leute darüber nicht aus der Immersion gerissen werden, gut, dann wird es auch erfolgreich werden. Auch wenn ich es grundsätzlich für kernrassistisch halte. Ne? Und ich der Meinung bin, Schauspieler, schwarze Schauspieler, die solche, es wird ja immer krasser, ne, die solche Race-Swap-Rollen angeboten bekommen, sollten, und klar, da rede ich mich jetzt leicht, weil da natürlich sehr viel Geld dahinter steckt. Prestige jetzt nicht unbedingt, weil der Mann wird im Internet jetzt, also es gibt auch keinen Grund, hier Papa Esiedo zu haten. Ja, ich habe noch nichts gesehen, was er gemacht hat. Der Mann mag ein sehr guter Schauspieler sein, ich kann das nicht beurteilen. Vielleicht schaue ich mir mal das an, was er gemacht hat. Aber ich habe keinen Grund, den Menschen jetzt zu haten. Ne? Die kommen zu dem hin und kippen dem eine LKW-Ladung Kohle vor die Haustür und sagen, willst du Snape spielen? Und dann sagt er, ja, Digga, freilich. Ne? Was sonst? Und ich bin der Meinung, man soll die Leute haten, die da die Casting-Entscheidungen treffen, weil es einfach jenseits von dumm ist. Und wir hatten es in so vielen Fällen und ich begreife auch nicht, warum die Leute nicht checken, dass es nicht funktioniert. Ne? Allein in den letzten 10 Jahren, was wir alles hatten, wir hatten Ariel. Wie gut hat denn das funktioniert, Disney? Ha? Haben wir, ne? Ihr könnte Warner Brothers könnte mal bei Disney anrufen und fragen, hey, ihr habt doch jetzt hier das gemacht, Ariel und so. War es gut? Oder Schneewittchen, aktuellstes Beispiel, ja, ist jetzt irgendwie anscheinend im Kino oder doch nicht im Kino. Sie trauen sich nicht so wirklich. Riesen-Shitshow. Dass dann sagt, hey Disney, wie schaut das aus in der Race-Popperei? Kauft das jemand? Dann heißt er, jo Digga, nee, aber wir machen trotzdem weiter. Hey? Double down on that shit. Wir haben es bei Rings of Power gesehen, haben wir bei Amazon an. Hey Jeffy Boy, wie schaut's aus? Finden die Leute das geil? Gut, Rings of Power hat noch ganz andere Probleme. Lass mich da nicht anfangen. Das Rabbit Hole, da sind wir in 20 Stunden noch nicht fertig. Und natürlich hat man, was gibt's doch, der neue Captain America Film, der ist auch richtig gut geworden, habe ich. Oh, meine Fresse. Sie haben ja wirklich, früher hieß es dann immer so, ja, das Race Swapping kann man nicht machen, weil dann könnte man ja auch, keine Ahnung, Black Panther mit einem Weißen casten. Und dann haben sie immer gesagt, nee, das kann man nicht, weil das ist nämlich integreller Part des Charakters, dass er schwarz ist. Das ist ein Argument, auf jeden Fall. Ja, das Argument hat so lange sehr gut funktioniert. Das war das einzige gute Argument in der ganzen Diskussion. Es hat so lange fasziniert, bis sie Rachel Zegler als Schneewittchen gecastet haben. Und die Begründung, ja, war, also normal, ne, das Schneewittchen heißt Schneewittchen, weil sie so extrem weiße Haut hat. Und die Begründung, warum jetzt eine Latina Schneewittchen ist und trotzdem Schneewittchen heißt, war, ich weiß nicht, wer es von euch mitgekriegt hat, aber die war hochnot bescheuert, weil Schnee fiel, als sie geboren wurde. Easy, easy. Da gab es jetzt Eddie Redmayne als Black Panther und wir begründen das, weil als er geboren wurde, war Nacht. Einwandfrei. Ne? Oder Sonnenfinsternis oder was weiß ich. Ne? Und ja, man muss diesen ganzen Argumentationsketten nicht lange folgen, bis sich wirklich
offensichtlicher Bullshit hervortut. Also dieser offensichtliche Bullshit ist hinter sehr, 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 sehr dünnen Wänden eingegipst worden. So, also absoluter Horseshit. Ich hatte, als sie angekündigt haben, dass die Serie gemacht wird, war ich anfänglich so, okay, nee, ich bin auf jeden Fall nicht gehypt. Ja? Ich bin großer Fan von der Welt. Ich hätte auch gern noch die 2 übrigen Fantastic Beasts Filme gesehen, allein nur um zu wissen, wie die Story weitergeht, weil die Grundstory von der ganzen Nummer hier, Dumbledore gegen Grindelwald, war ja schon spannend. Die Umsetzung war ein bisschen wack, aber okay. Die ganze Geschichte, wir schmeißen aufgrund von unbewiesenen Anschuldigungen einfach Johnny Depp raus und casten jemand anderen dafür. Auch wenn es Mads Mikkelsen war, ein Schauspieler, den ich sehr schätze, hat dem Ganzen natürlich den endgültigen Todesstoß verpasst. Dann war Corona noch und hast du nicht gesehen. Ja, in dem Franchise hatten sie ja auch eine schwarze Rolle, hat sich ja kein Mensch darüber beschwert. Natürlich nicht, warum auch. Ne? Aber diese Forced Diversity, dieses auf Krampf Leute race swappen und vor allem dann, wenn es am allerwenigsten Sinn macht, ist ein Ding. Es ist einfach ein Ding. Und das ist etwas, was mir zeigt, dass die Leute absolut keinen Respekt haben vor der Geschichte, die sie da eigentlich erzählen wollen. Weil es grundlegend, ich weiß nicht, ob die Leute jemals diese Bücher gelesen haben, egal um welche Verfilmungen es geht. Ich komme später noch auf einen anderen Punkt. Aber also entweder haben sie es nicht gelesen oder sie haben es gelesen und als Scheiße befunden und gesagt, nee, das kann ich besser. Und dann sollte man in beiden Fällen sagen, dann bin ich vielleicht nicht die richtige Person, die dafür zuständig ist, dass das adaptiert wird. Meine Meinung. Ne? Ich hätte gerne, gerade wenn so ein großes Franchise, so ein beliebtes Franchise, aber Millionen Fans in alle Herrenländer exportiert worden, gerade wenn sowas adaptiert wird, sollte das von Menschen gemacht werden, die die Liebe und eine Verbindung zu der Geschichte haben, weil ansonsten nur Bullshit dabei rauskommt. Bestes Beispiel, wie man es machen sollte, war Peter Jackson. Peter Jackson hat Herr der Ringe geliebt, Peter Jackson hat Herr der Ringe gemacht und diese 3 Filme sind bis heute, gehören zu den erfolgreichsten, besten und von allen geliebtesten Filmen aller Zeiten, weil er einfach die technischen Limitationen und das Zeitmanagement genommen hat und gesagt hat, das, was unnötig ist oder was sich in Filmen nicht umsetzen lässt, lasse ich raus und ansonsten bleibe ich so nah wie möglich an der Originalgeschichte dran. Und wow, wer hätte damit gerechnet, dann ist das erfolgreich und die Leute, die Fans davon, feiern es und überschütten dich mit Geld. Das ist doch eine Win-Win-Situation, oder? Da sind wir doch Gucci. Und ich habe mal jemanden rausgesucht, übrigens, um das mal kurz noch anzumerken, ich habe euch jemanden rausgesucht, der inzwischen leider auch zu alt ist. Alan Rickman war streng genommen auch zu alt für die Rolle, aber er hat nicht so alt ausgesehen, wie er war und man hat die anderen Charaktere ein bisschen älter gemacht. Das ist halb so wild, wenn du dafür wirklich, ich finde es wichtig, dass das Aussehen der Charaktere passt, weil natürlich, klar, jeder, der das Buch gelesen hat, stellt sich den Charakter ein bisschen anders vor, aber ähnlich. Und ich finde es wichtig bei einer Verfilmung, gerade bei einer Buchverfilmung, dass wenn die essentiellen Charaktere auf die Bühne treten, jeder sofort weiß, okay, das ist der Dude. Ja? Und nicht jeder sofort denkt, wer ist das? Und dann heißt, das ist hier XY. Keine Ahnung, sieht nicht so aus. Denn, Spoilern, das reißt einen aus der Immersion raus. Und in der Immersion zu bleiben, ist der einzige Grund, sich Filme dergleichen anzuschauen, Bücher zu lesen und so weiter. Es ist eine Unterhaltung, die einen ein bisschen so in eine andere Welt reinschnuppern lässt, reintauchen lässt. Und wenn man da permanent durch irgendwelchen politischen Identitätsbullshit rausgerissen wird, weil einem irgendein Hiopai, der da sitzt und sich denkt, ich kann alles besser, ich weiß alles besser und die ganze Welt ist schlecht und ich bin der einzig
gute Mensch und ich muss das den allen mal zeigen, wie es richtig läuft. Wenn diese Message einem permanent in die Fresse gekloppt wird, dann ist das keine Unterhaltung mehr. So, da kann ich mir auch irgendwelche politischen Debatten anschauen, ne? Und dabei verzweifeln. Und ich habe jemanden gefunden, ich weiß nicht, wer von euch ihn kennt, die Leute aus der Metal-Szene höchstwahrscheinlich schon, die anderen, ne? Der Typ hier ist zwar leider Amerikaner, kein Brite, würde aber die Beschreibung von Snape perfekt treffen. Für die Leute, die nicht wissen, wer das ist Brian Warner. Die meisten Leute kennen ihn als hier, Marilyn Manson. Aber so sieht der Mann ungeschminkt aus. Hakennase, dunkle Augen, bleiche Haut, dünne Lippen, fettige, lange schwarze Haare. Bam. Ne? Natürlich sage ich jetzt nicht castet Manson. Erstens, wie gesagt, er ist viel zu alt als Snape, aber um den anderen Elefanten im Raum gleich zu besprechen, viele Leute haben gesagt, Adam Driver wäre eine sehr gute Wahl für Snape gewesen und ja, sehe ich. Müsste man mit Make-up arbeiten, weil nicht hässlich genug, da wäre natürlich so ein Manson vor 20 Jahren deutlich näher dran gewesen, aber müsste halt schon schauen, dass man so ein bisschen in die Nähe kommt. Und ich glaube, haben wir den ganzen Bums hier mal weg, den hin. Okay. Um den Bogen zurückzuschlagen. Ich habe mich nicht hypen lassen, als sie es angekündigt haben, weil ich zum einen gedacht habe, warum, wir haben die Filme schon. Wir haben zwar einiges rausgelassen und die hätte man an manchen Stellen buchgetreuer machen können, aber das ist ja offensichtlich auch nicht das Ziel der Leute, die jetzt die Serie machen, das buchgetreuer zu machen. Offensichtlich nicht. Aber die waren schon gut. Ne? Meiner Meinung nach vollkommen unnötig, die Geschichte jetzt nochmal zu machen. Es sei denn, man hat Bock, entweder abzucashen und oder irgendwelchen Leuten die eigene politische Verblendung in die Fresse kloppen zu wollen. Und beides sind für mich keine legitimen Gründe, hier eine neue Serie zu machen. Deswegen hat sich bei mir der Hype grundsätzlich schon mal in Grenzen gehalten, obwohl ich ein extremer Fan des Franchises bin. Und ich habe es auch geschafft, den Hype zu unterdrücken, als es hieß, ja, aber hier J.K. Rowling ist hier mit den ist in alle Entscheidungen involviert und so weiter und so fort. Und das das Ziel ist es wirklich, eine Adaption zu machen davon, die so nah wie möglich an der Buchvorlage ist. Und auch da, ich habe den Hype aktiv unterdrückt, weil ich natürlich weiß, die Leute erzählen mir alles, damit ich den Scheiß kaufe. Ne? Und die wussten ja vorher, das ist jetzt im Nachhinein natürlich noch bescheuerter, die wussten ja, wie so ein Casting ankommt bei den Fans. Wie gesagt, es ist ja nicht das erste Mal in den letzten Jahren, dass unnötig geracewappt wurde, beziehungsweise nicht nur unnötig, sondern wirklich einfach unvernünftig geracewappt wurde. Und dass es einen entsprechenden Backlash gab. So, das ist ja nicht so ein mind-blown-Moment. Und dementsprechend wusste ich, okay, ja, die verkaufen mir halt irgendeine Scheiße. Ne? Schauen wir mal, falls die ganz geringe Wahrscheinlichkeit eintritt, dass sie es nicht komplett verkacken, schaue ich es mir an. Ne? Aber blind gehe ich da sicher nicht rein. Und ich wäre auch nicht blind reingegangen, wenn die jetzt, vielleicht wäre ich blind reingegangen, wenn die jemanden gefunden hätten, der wirklich, also wirklich on point Snape sagt, hier, das sind unsere Casting-Choices im Übrigen. Hätte ich gesagt, die meinen es tatsächlich ernst, ja? Sie lassen ihren Worten Taten folgen, aber hey, Hollywood, ne? Und ich bin der Meinung, dass es gibt Fälle, wo das Race-Swappen nicht ganz so krass war, wo man sagen kann man machen. Ne? Mir fällt da ein, zum Beispiel A-Train von The Boys.
Ja, der ist in den Comics, ist der weiß. In der Serie ist er schwarz. Wenn du zu tief ins Rabbit Hole gehst, kommst du da auch wieder irgendwo im Gully raus, weil, ne, wenn du sagst, boah, die haben hier den, der schnell laufen kann, mit einem Schwarzen gerecastet, bist du auch wieder ganz schnell in irgendeinem rassistischen Bullshit drin. Aber hey, you do you, Vogue, Hollywood, könnt ihr machen, wir wollt. Aber wirklich in so Geschichten, die essentiellen Charaktere falsch casten, aus ideologischen Gründen, ist halt einfach das Dümmste, was du machen kannst, weil du verschreckst die Fans. Und mein Call ist, der Bums wird floppen. Ziemlich sicher. Weil die Leute die Fresse dick haben davon. Die Leute haben die Fresse dick. Ich bin noch ein sehr großer George R. R. Martin-Fan. Ich habe aber nach ein paar Folgen aufgehört, House of the Dragon zu schauen. Und das auch, weil es einfach ein dummes Race-Swapping gegeben hat, das mir gezeigt hat, die Macher dieser Serie scheißen auf das Source-Material. Die haben keine Ahnung davon. Die haben nichts davon gelesen. Die haben einfach mitgekriegt, hey, Game of Thrones ist ein großes Franchise, da ist ein Haufen Kohle drin, so da kann ich mir einen Namen machen und dann machen wir das halt, ne? Ohne Ahnung, ohne Ding. Und das Problem ist, dass solche Sachen eben nicht mehr von Nerds für Nerds gemacht sind. Das ist bei Computerspielen dieselbe Scheiße. Ja? Da sind halt jetzt irgendwie Business-Kasperle hinten drin und bei Hollywood sind es jetzt irgendwelche Identitäts-Dullis, die meinen, sie machen von heute auf morgen jetzt die Welt zu einem besseren Ort, wenn sie so eine Scheiße fabrizieren. Bei House of the Dragon war es der Lord Valerian, den sie schwarz gemacht haben und ihm dann aber weiße Plastik-Threads an den Kopf geklebt haben und gedacht haben, Leute, das ist doch nicht euer Scheiß Ernst. In einer Welt, die noch diverser ist als das Potter-Universum, so eine Scheiße reinzubauen. Weil du könntest da alle möglichen neuen, alten Charaktere nehmen. Vollkommen egal. Die haben sich halt einfach das einzige Haus ausgesucht im kompletten Reich, das neben den Targaryens valyrische Wurzeln hat und deswegen zum Beispiel sehr oft in das Haus Targaryen eingeheiratet hat, obwohl sie nicht viel Macht hatten, weil die Targaryens alle Rassisten waren und ihre valyrischen Züge, bleiche Haut, lila Augen und silberweißes Haar erhalten wollten. Und den dann zu Race Swap, gerade die hätten fast jedes andere Haus Race Swap können. Das wäre scheißegal gewesen. Aber gerade da. Ne? Und das zeigt mir halt, die Leute beschäftigen sich nicht damit. Die sehen die Dollarzeichen, die sehen irgendwie das Prestige, die sehen die Möglichkeit, sich irgendwo hinzuhocken vor irgendeine Kamera und irgendwelchen anderen Dullis aus derselben Echoblase denselben Bullshit zu verzapfen, den sie sich gegenseitig seit Jahren an den Kopf werfen und sich dann gegenseitig im Schritt massieren, wie tolle Menschen sie doch sind. Ne? Aber die haben halt keinen Bezug und keine Liebe zum Thema und das sieht man und das merkt man in dem, was sie da fabrizieren. Und was heißt ja, JK ist maßgeblich mit beteiligt an der Serie. Wahrscheinlich versucht sie auch wieder irgendwie sich bei diesen Leuten ein bisschen wieder einzuschleimen. Die hat jetzt ein paar harte Jahre wegen ihrer Trans-Kontroversen, die ich gar nicht so kontrovers gesehen habe, weil im Endeffekt die Quintessenz dessen, was sie gesagt hat, ist, ich möchte keine Penisse in weiblichen Schutzräumen, also Umkleidekabinen und Toiletten haben. So, das war mehr oder weniger die Quintessenz. Und können wir bitte einfach sagen, dass Frauen Kinder gebären. So, daraus hat mir ihren Strick gedreht, war ein Mordskandal. Wow, wie kann sie nur? Und sie hatte davor, war sie ja schon die Ikone für die Leute. Ja? Deswegen haben die sie ja so krass gehatet danach. Sie hat ja diesen Leuten seit Jahren davor schon nach dem Maul gefaselt und immer wenn einer von denen mit irgendeiner bescheuerten Fanfiction um die Ecke gekommen ist, ja, genau, ja, wir machen jetzt Hermine machen wir jetzt schwarz und Dumbledore ist schwul und hast du nicht gesehen, was nicht alles. Und
keine Ahnung, Hermine Schwarz funktioniert nicht, aber Dumbledore schwul hat funktioniert für mich. Klar war es im Nachhinein reingequetscht. Da ist irgendjemand gekommen mit so einer Fan-Theorie und hat gesagt, oh, kann das eigentlich sein? Und dann hat sie sich gedacht, warum eigentlich nicht? Sammle ich Pluspunkte irgendwie bei den, ne? Bei den etwas progressiveren Leuten. Und dann hat sie sich feiern lassen und die haben sie alle in den Himmel gelobt. Boah, so toll, progressiv, so divers. Und das Problem ist halt einfach, bei dieser relativ geringen Anzahl von Leuten, die sind aber sehr laut. Wir kennen es, sind ne, wir haben es ja bei uns auch, Daves Shoyukas, den ganzen Schmarrn, diese Leute. Das ist eine sehr kleine Gruppe von sehr lauten Leuten mit einer sehr dummen Meinung. Die sind halt aber, was die Leute immer noch nicht gecheckt haben in Hollywood und auch, glaube ich, die sind nicht das Zielpublikum. Sie sind nicht das Zielpublikum. Das Zielpublikum sind Leute, die sich mit diesen Charakteren gerade so mit so einem, ne, Harry, Hermine, Ron und sowas, identifiziert haben als Kinder, als sie das gesehen und gelesen haben, weil sie einen ähnlichen, ne, weil sie ähnliche Probleme hatten, weil diese Bücher, gerade in die ersten Bücher, grundlegende Probleme von ein bisschen introvertierten Kindern in der Schule aufgreifen. Und im sozialen Gefüge und dass es dann diesen Kindern oft schlecht geht und dass sie sich auch wünschen, irgendwie das rauskommt, ich bin eigentlich was ganz Besonderes und ne, das ist ganz normal in dem Alter. Deswegen haben die Leute die Storys geliebt. Ja, keine Ahnung, wenn Snape von Anfang an in den Büchern schwarz gewesen wäre, würde kein Mensch hätte da irgendwas gesagt. Problem ist nur, J.K. Rowling hat gerade für Snape so typische Autoren-Tricks genommen. Ich muss dazu sagen, klar, J.K. Rowling war und ist meiner Meinung nach eine mittelmäßige Buchautorin, die einen sehr, sehr, sehr krassen Glückstreffer gelandet hat. Die Welt ist schön und immersiv, die sie geschaffen hat und sie hat diese Punkte aufgegriffen, genau zur richtigen Zeit, genau an das richtige Publikum gerichtet. Aber die kannst du natürlich nicht vergleichen mit dem Autorenlevel eines George R. R. Martin oder eines Tolkien. Vollkommen klar. Und sie hat sich natürlich klassischen Tricks bedient. Schaut euch zu dem Thema den Film Unbreakable an. Da spielt Samuel L. Jackson spielt so einen Comicbook-Verrückten, der alles über Comicbücher weiß und der erklärt einem, warum es wichtig ist, dass der Bösewicht irgendwie auch durch sein Aussehen schon einem ins Auge springt. Gerade irgendwie, ne, in visuellen Medien, Filme, Comicbücher etc. Aber eben auch in Büchern durch die Beschreibung. Dass diese aschfahle Haut, die sie beschrieben hat. Ja? Also im Übrigen, um das mal kurz rauszulassen, ich möchte auch nicht einen einzigen Kommentar hören von wegen, aber der ist nie explizit als weiß beschrieben worden in den Büchern. Doch, lies die Bücher nach. Ne? Er ist als aschfahl bezeichnet worden, als weiß wie Marmor etc. Bla 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 bla. Das ist Horseshit. Dasselbe Argument wie mit den Elben bei Rings of Power. Ja, den ersten paar Seiten, das erste Mal, wo man sie sieht, werden sie als weiß beschrieben. Vollkommen wurscht. Sondern dieses Aussehen, die aschfahle Haut, die Hakennase, die fettigen Haare. Der soll, es ist ja auch ein Kinder- und Jugendbuch, vor allem das erste ist ein Kinderbuch. Der Bösewicht soll, und Snape ist einer der Bösewichte, natürlich sofort erkennbar sein. Er hat ein gruseliges Äußeres. Wohingegen, da stellst du dann den Dumbledore daneben, der hat so ein großväterliches Ding, einen langen weißen Bart und einen Humor und hat wilde Klamotten und komische Hüte auf, gucken der an, hahaha. Und der andere ist der schwarz gekleidete Böse. Und das macht natürlich auch was. Ja, wenn ich da jetzt
Ich zeige ihn euch nochmal. Ich, ich zeige ihn euch nochmal. Guckt ihn euch an. Sieht der aus wie der typische Bösewicht? Wie ein unsympathischer, der irgendwas im Schilde führt? Wenn eure Antwort ja ist, würde ich, ganz ehrlich, dann würde ich mal meinen Rassismus checken. Also, was ist los? Und wir brauchen noch nicht drüber reden, weil J.K. Rowling hat natürlich, hat am Ende, das heißt natürlich, sie hat am Ende versucht, irgendwie Snape komplett als Guten darzustellen und Harry benennt einen seiner Kinder nach ihm und Fakt ist, Snape ist ein eher dunkelgrauer Charakter. Natürlich verbündet er sich mit den guten Leuten, aber aus grundlegend egoistischen Gründen. Und dadurch ist es schon gegeben, ihn auch als Bösewicht darzustellen, weil er es ja auch ist. Er behandelt Harry auch wie Scheiße. Und sagte, ja, aber er versucht irgendwie die Potters zu retten. Auch das, ja, ihm vollkommen wurscht, ob der Mann und das Kind sterben. Der wollte nur diese Lily Potter haben und alles andere war ihm scheißegal. Und er hat sich gegen Voldemort nur deswegen gestellt aus Rache, weil der sie umgebracht hat. Ähm, also, ja, es sind klassische Autorenmechaniken, die ja eingesetzt werden, um den Bösewicht zu kennzeichnen. Natürlich ist er nur ein Unterbösewicht, der Hauptbösewicht ist Voldemort, aber kann man ja im ersten Buch noch nicht wissen. Also J.K. Rowling sagt zwar immer, sie hat das alles schon gewusst, als sie das erste Buch angefangen hat zu schreiben, das Horse Shit. Ne? Die hat das Buch geschrieben, hat es verkauft und dann ist es irgendwann gut angekommen, dann hat es geheißen, okay, dann schreiben wir mehr. Und ja, man hat vollkommen einfach übersehen, dass eben, wie ich gesagt habe, die Leute, die sich da dann drüber beschweren, wenn in solchen Franchises nicht genügend Diversität herrscht, das sind nicht die Leute, die sich ein Hogwarts Legacy kaufen, um es zu spielen. Das sind nicht die Leute, die sich die Kinotickets kaufen oder diesen Merchandise im Wert von Abermilliarden Dollar. Ne? Das sind nicht, das ist nicht die Zielgruppe. Und wenn ich aufgrund dessen, was die mir ins Ohr plärren, die Zielgruppe vergraule, dann passiert genau so eine Scheiße. Ja, dann passiert so eine Rings of Power Scheiße oder hier, keine Ahnung, Schnitt. Und auch wenn jetzt J.K. Rowling kommt und das verteidigt, dann redet sie halt auch wieder Bullshit. Man hat damals einen Alan Rickman als Snape gecastet, obwohl er zu alt war, weil sie darauf bestanden hat, das war ihr Wunschcasting, weil er halt so ausgesehen hat. Ne? Da jetzt dann später kommt, man, klar, die ist immer ein Fähnchen im Wind gewesen, die Frau. Das war ja das Grundproblem. Wenn die von Anfang an gesagt hätte, ja, jetzt kommt mit eurer Scheiße, könnt ihr mir gestohlen bleiben. Die Geschichte habe ich so geschrieben, wie sie ist und da steht sie und wenn es euch passt, dann ist gut und wenn nicht, dann lest ihr was anderes. Ja, rechts oben ist der X-Button, fuck off. Und ich habe inzwischen wirklich das Gefühl, dass die Leute in Hollywood irgendwie Internet-Trolle sind. Ne? Also die akzeptieren negative Konsequenzen für sich selbst. Ich weiß nicht, wie viele Millionen und Abermillionen Dollar Disney wegen dieser Scheiße schon verloren hat. Ähm, nur um irgendwie irgendwas anzukacken, was andere Leute schön finden, anstatt selbst irgendwie was Schönes zu schaffen, was vielleicht dann diese anderen Leute auch genießen könnten. Ich verstehe es nicht. Ähm, und um mal komplett wegzugehen, einfach nur vom puren Äußeren und dem, wie der Charakter in den Büchern beschrieben wurde und warum und welchen Effekt das auf den Leser bzw. den Zuseher hat. Das Casting eines schwarzen Schauspielers für Snape, das macht ein Rabbit Hole auf, eine Büchse der Pandora, die einen Shitstorm verursachen kann, der seinesgleichen sucht. Denn es verändert, es verändert inhärent die Dynamik, vor allem zwischen Snape und James Potter und den Marauders. Ähm, James, Sirius und Lupin etc., die Marauders,
was tun die zu ihrer Schulzeit mit Snape? Die, die, die hassen ihn und mobben ihn aufgrund seines Äußeren. Ich glaube, James Potter sagt irgendwann mal, als Lily ihn fragt, warum er Snape so hasst, sagt er, weil er existiert. Das will ich sehen, wenn man ansonsten wirklich sagt, man will das sehr buchakkurat machen, dass der Satz genauso übernommen wird von von einem, Weiß, von einem weißen Schnösel-Privatschulen-Briten einem Schwarzen gegenüber. Ja, herzlichen Glückwunsch, haben wir was gegen Rassismus getan. Ihr brunstdummen Vollidioten. Und Gott bewahre die Leute. Die Leute finden das nicht gut oder üben Kritik an der Tatsache. Das ist ja offensichtlich, dass es halt Diversity Casting aufgrund von Diversity ist. Dann wird da gleich mal die Rassismuskeule geschwungen, weil wir wissen, Harry Potter-Fans, jeder Millennial weiß, Harry Potter-Fans waren schon immer die allerschlimmsten Rassisten auf dieser Welt. Also die sind ja, das seht ihr in irgendwelchen Clubhäusern von irgendwelchen rechtsradikalen Neonazi-Schlägern, so, die haben im Endeffekt haben die 2 Bücher im Regal stehen. Ne? Mein Kampf und dann Harry Potter. Vollkommen irrsinnig, vollkommen bescheuert. Ich glaube, haben die Kinder nicht sogar irgendwann mal gescherzelt von wegen, haha, Snape könnte auch ein Vampir sein, weil er so aussieht wie einer. Und keine Ahnung, wenn wir jetzt mal von Blackula absehen, wissen wir ja, wie Vampire normalerweise aussehen. Also auch da. Ganz zu schweigen davon, dass natürlich auch höchstgradig doppelmoralisch ist, wenn auf der einen Seite Menschen von kultureller Aneignung sprechen, wenn schwarze oder indigene oder arabische, asiatische Charaktere traditionell in bestehenden Geschichten von weißen, kaukasischen Schauspielern gespielt werden. Was ich unterschreibe im Übrigen, was ich genauso bescheuert finde. Das nimmt sich nichts aus ideologischen Gründen irgendeinen bestehenden Charakter zu sagen, mir passt aber seine Hautfarbe nicht, ich mache den jetzt anders, egal ob von schwarz nach weiß oder von weiß nach schwarz, ist Grund und Kern rassistisch und dumm wie Scheiße. Ne? Und es ist ja auch sogar schwarze Leute. Ich hab in den letzten Tagen ein paar Videos gesehen. Influencer, schwarze Influencer, die sich mit popkulturellen Themen beschäftigen, callen Bullshit an die ganze Aktion. Ne? Und die sagen auch, müssten die Schauspieler sagen, Leute, ich mache bei dieser Scheiße nicht mit. Ne? Denn ich bin ein Mensch und ich bin ein Schauspieler und ich bin der Meinung, dass ich ein guter Schauspieler bin und ich möchte bitte meine Rollen angeboten bekommen auf Basis dessen, was ich hier leiste und nicht, weil ich irgendein Häkchen, weil ihr dann irgendein Häkchen setzen könnt auf eurem Diversitätssheet. Um euch danach schön auf die Schulter klopfen zu können und sagen, heute haben wir die Welt gerettet, weil Snape ist jetzt schwarz. Ja? Und keine Ahnung, ich würde halt Papa Esiedo empfehlen, hinzugehen und sagen, hey Leute, das ist super dumm, was ihr da macht. Warum castet ihr mir als Snape? Keine Ahnung. Mich wundert es, dass er das nicht als beleidigend empfindet. Er castet mich als Kingsley Shacklebolt. Bin ja bei. Da bin ich dabei. Man könnte ja zum Beispiel, ja, aber man will ja so nah an der Vorlage bleiben, haben wir gelacht, lell. Man könnte jetzt zum Beispiel den Charakter Kingsley Shacklebolt einfach viel früher einführen. Ihm noch ein bisschen mehr Screentime geben. Wow, wer hätte jetzt damit gerechnet? Ganz ehrlich, da beschwert sich keiner. Das ist ein toller Charakter. Ich würde gern mehr davon sehen. Der kam ein bisschen kurz in den Filmen. Ja,
bitte, more power to you, lass das tun. Ne? Und ja. Oh, oh, übrigens, Lily, ja, Lily Potter, leider Gottes auch Rassistin. Ne? Also die kommt in diese Welt rein und nutzt Snape aus, ne, um ihr zu helfen, um Dinge zu erklären, weil sie aus einer Muggelfamilie kommt und dann sucht sie sich dann aber doch den Typen, der offensichtlich ein Bully und ein Riesenarschloch ist. Ähm, kommt dann, wenn Snape schwarz ist, schon auch ein bisschen so, als hat man gesagt, so, ja, du bist zwar super nett und eigentlich mein bester Freund und alles und ähm, aber wie schauen dann die Kinder aus? Wild. Ganz ehrlich, meine Meinung, mit diesem Casting schafft man ein viel größeres Rassismusproblem als das, was man eigentlich angeblich angetreten ist zu lösen. Und ich hoffe für alle Leute, die sich das noch anschauen wollen, dass da bei den Machern der Show ein Umdenken stattfindet. Vielleicht, wenn sie es dann gut machen würden, würde ich es mir auch anschauen. Äh, dass das so ein Sonic-Moment ist, ne? wo die Leute gesagt haben, ja, scheiße, Sonic, das sind diese Kinderspiele, oder? Ja, mach das irgendwie, darf nicht so teuer werden, hau raus, die Scheiß, passt schon. Und dann der Fan-Backlash kam und dann hieß, Moment mal, der sieht überhaupt nicht aus wie Sonic. Der sieht aus einfach wie ein wilder, blauer Igel-Genetikunfall. Ne, da hat irgendein Professor seine DNA, keine Ahnung, versehentlich aufgrund irgendeines wilden Fetisches mit einem Fass Tinte und dem von einem Igel vermischt und dann ist diese Abnormität dabei rausgekommen. Und dann haben die Leute gesagt, ja, ne, habt ihr schon recht, also wir haben uns einfach da keine Mühe gegeben und uns war es eigentlich alles scheißegal, wir haben nur gesehen, damit kann man Geld machen. Und dann haben sie sich nochmal Mühe gegeben und haben es umgemacht und haben gesagt, nee, nee, wir halten uns. Und dann ist der Film super Erfolg geworden und alle haben es geliebt. Ich hoffe, dass das so ein Moment ist. Ähm, in dem man als Verantwortlicher merkt, dass man eine gewisse Verantwortung trägt, wenn man das umsetzt. Im Gegensatz dazu, wenn man sagen würde, ich hab hier selber was geschrieben. Ne, es stammt aus meiner eigenen Feder. Ein vollkommen neues Franchise, wenn es denn eins wird. Das ist eine neue Geschichte. Und ich würde die gerne erzählen, weil ich der Meinung bin, es ist wichtig, die zu erzählen. Und meine Charaktere haben was zu sagen. Und ich möchte die Leute unterhalten. Und ich möchte einfach gute Kunst schaffen. Dann hast du natürlich die Verantwortung für das Geld der Produktionsfirma. Aber du hast, wenn du so ein geliebtes Franchise nimmst, gerade wie Harry Potter, das viele Leute mit ihrer Kindheit verbinden, hast du eine, meiner Meinung nach, um Vielfaches größere Verantwortung diesen Leuten gegenüber. Denn ohne die würdest du überhaupt keine Kohle kriegen, um diese Scheiße zu machen. Ne? Diese Leute, die Die-Hard-Fans, die auch, wenn sie jetzt Mitte 30 bis Mitte 40 sind, die mit dem Franchise aufgewachsen sind, die über die letzten 25 Jahre da Kohle reingebuttert haben, wie blöd, sind der Grund dafür, dass diese Serie gemacht wird. Und dann habe ich diesen Menschen gegenüber eine Verantwortung, das anständig zu machen. Und nicht halbarschig und nicht meinen eigenen Sermon da reinzugeben, sondern einfach handwerklich das gut zu machen. Bums aus Nikolaus. Und wenn ich durch solche Aktionen einfach im besten Fall Desinteresse und im schlimmsten Fall eine Abscheu für diese Geschichte an den Tag lege, dann habe ich die nicht anzufassen und bin ich der falsche Mensch, um es umzusetzen. Und wie gesagt, ich habe vorher nochmal gesagt, der Schauspieler ist nicht zu haten. Ich wüsste nicht, was ich machen würde, wenn jetzt irgendjemand kommen würde und sagen, hey Kasper, wir haben dich gesehen, du bist super. Du bist super, ey, wir hätten dich gerne für ein Biopic von Martin Luther King und wir geben dir zweistelligen Millionenbetrag dafür. Ob ich dann auch die Courage hätte, die ich jetzt fordere von diesem Schauspieler,
zu sagen, ihr habt die Kohle scheißig, weil's super dumm ist. Oder ob ich dann sagen würde, weißt du, das zweistellige Millionenbetrag, den nehme ich mit und den Internet-Backlash da drauf gekackt und ne, weiß ich nicht. Ich würde es mir aber wünschen, dass die Leute sagen, vor allem der ist Anfang 30, der ist auch mit den Geschichten höchstwahrscheinlich aufgewachsen, dass sie sagen, yo, Digga, das nicht machen. Ne? Lass einfach nicht machen, das ist dumm. Ich lass das zusammen irgendwie anders regeln. Wenn ihr mich da unbedingt dabei haben wollt, ich fühle mich geehrt. So, ich nehme auch gern das Geld. Ne? Ich stehe auf Geld, passt. Dann gebt mir eine andere Rolle. Wenn ihr so überzeugt davon seid, dass ich ein guter Schauspieler bin, der das bereichert, was ihr da machen wollt, gebt mir Kingsley Shacklebolt, Digga. Oder wen auch immer. Wen auch immer. Und ja, das ist, was ich dazu zu sagen habe in 3/4 Stunden Rant. Ich glaube, ich habe alles. Schneewittchen, kulturelle Aneignung, bla 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 bla. Rings of Power, Hollywood. Unbreakable Manson. Passt! Wunderschön. In diesem Sinne. Lasst euch nicht ärgern. Vote with your wallet. Wenn ihr es auch für dämlich haltet, dann schaut euch die Scheiße einfach nicht an. Ja? Lasst euch auch nicht von irgendwelchen Leuten reinquatschen. Oh, guck's dir mal an, bla bla bla. Ich habe den Fehler gemacht. Mein Bruder hat versucht, irgendwie mir zu erklären, dann musst du Rings of Power doch anschauen. Das ist super toll. Keine Ahnung, wer dem ins Hirn geschissen hat. Ich habe mir das angeschaut. Es war noch schlimmer als das, was ich schon gesehen hatte in den Reaktionen und in den Kritiken darüber. Und das sind, keine Ahnung, 5 Stunden gewesen meines Lebens, die ich nicht wieder bekomme. Und die komplett vergoldet gewesen wären, wäre ich da nüchtern reingegangen, ganz ehrlich. Cool, Leute. Beim nächsten Mal geht es höchstwahrscheinlich entweder wieder um Reini oder um alltägliche Dinge, die mir auf den Sack gehen, die vielleicht jetzt nicht so eine, die vielleicht ein bisschen leichter sind, ne? Leicht verdaulichere Themen. Macht das gut, haut rein, aber.